Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Dave, come on. Come on. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we dock. Let's go. Here, pass me that. Oh yeah! There she is. Liberty City. Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. Own a nice place, get a dog, a house, live the dream. Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, then I got this gig, and I spent the next 7 months with you fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. Hey, Entschuldigung. Der amerikanische Nico, my cousin! I couldn't believe it, you're here! Welcome to America! bravo, Baratsaru. What? Good to see you, man. What, you forget our language? Kapusi? Maybe a little. I've been here 10 years. You can speak English. Remember, we learned off the English girls with the big... A little, not so He'll good. be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. I can't believe you made it. Shit, I have to tell you, I had quite the night last night. 2 women. The land of opportunity. Ah! I've made it. Oh, Shit, man, I'm still a touch drunk. touch. My cousin is here! Oh, we got Roman, to know Roman, the come on, relax. Whatever, buddy. Just take over the world someplace else, Yeah, all right? buddy. You're in the Take goddamn Screw way. you! Screw you Come all! on, My man. cousin is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should drive. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? He's in the shop. Come on! Drive us to that place on Moha. So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Channel. Wir sind in GTA 4 mit dem Nico Bellic und ja, ihr denkt, weil ich habe ja das letzte Mal eigentlich das Game im Stream mit einem Chaos-Mod spielen, aber leider funktioniert das nicht so, wie es sollte. Was ich aber geschehen muss ganz kurz machen, bevor wir weitermachen, ist schon kurz den Sound des Mühe abnehmen, weil es ist doch ein bisschen laut, etwa so, glaube ich. Und ja, There's been a big
darum habe ich gedacht, wir machen einfach ein Let's Play, weil wir haben ja GTA 5 schon Gamer gehabt, wir haben ja schon Vice City, wir haben San Andreas noch am Laufen. Wieso eigentlich nicht GTA 4? GTA 4 hat uns so gefällt, GTA 3 fehlt die eigentlich auch noch. Aber ja, mal schauen, vielleicht kommt das ja noch zu einem späteren Zeitpunkt eigentlich. Aber wir sind jetzt mal hier in GTA 4, das Game, das ich früher, muss ich sagen, nicht so oft gespielt habe. Jedoch der Online-Modus schon noch etwa die Mal. Vor allem einfach von Ballad of Gay Tony. This is the mansion? Die habe ich relativ oft gegamet sogar. Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. So, also, wir sind jetzt hier mal im Haus angekommen. Und ja, ich spiele es am PC mit Maus und Tastatur. Noch nie ein GTA, außer San Andreas und Vice City, jetzt, also ein modernes GTA, sage ich jetzt mal, mit Maus und Tastatur gespielt. Wird auf jeden Fall interessant. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung genau geht, aber ich hoffe, dass mir das im Laufe des Games ein bisschen erklärt wird. Und ja, wir sind hier in unserem Apartment, also beziehungsweise ich glaube, es ist im Romans Apartment, wo, ja, sage ich jetzt einmal, er hat uns ja mehr geschrieben, als es effektiv ist. Aber ja, wir gehen mal zum Roman. Kommt ja schon da unten, trifft dich mit Roman. Genau, da haben wir noch einen Parkplatz von dort, wo wir das Auto speichern können. Tuning oder so gibt es in diesem Game nicht. Also es gibt ja nur serienmäßige Fahrzeuge. Und ja, es ist halt alles relativ klein geschenkt. Das ist ja das, was ich ein bisschen schade gefunden habe in diesem Game. Dass halt alles ein bisschen so ein bisschen mager ist. Also, es ist sicher kein schlechtes Game. Es ist auch gut, wie sie die Physik vor allem gemacht haben in diesem Game und alles drum und dran. Sie haben wirklich mega viel Wert drauf gelegt. Aber eben, sie haben halt, dunkt es mir einfach halt da, der Faden ein bisschen von, eben so, was so GTA ursprünglich ist, so mit Autotuning noch und hat, ja, einfach hat so das gewisse etwas hat halt immer ein bisschen gefällt in dem Game. Darum habe ich Ballad of Gay Tony ein bisschen geil gefunden, obwohl es dort auch kein Tuning geht, aber mit uns haben sie, glaube ich, so Bus-Up zuerst mal eingeführt und das ist auch schon wesentlich geil gewesen dort. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Jesus, Roman, you fucking idiota. How could I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Nico, Hi. this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See, not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. Thought you were going to marry me, baby. Right. Hey, Vlad, great. You're fucking crazy, man. You should lose few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What did I do? Hey, you dead? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Ho ho. I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ah. Oh, good. Great. Yeah, fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. So, dann starten wir da mal die erste Mission. Es ist schon lustig, wie das Game extrem flüssig läuft. Also beziehungsweise, ich habe ja das Ganze auf 120 FPS da oben. Also bei mir läuft das Game anders flüssig. Und Zwischensequenz teilweise laufen einfach auch extrem schnell und dann wieder ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, ob euch das schon ein bisschen aufgefallen ist. Aber gerade am Anfang, wo der Roman uns ist holen, beim Boot unten, dort ist er hure schnell gefahren. So, let's go.
Wir müssen jetzt ja irgendwo mal her, das haben wir im Stream schon ein bisschen gemacht, wo wir irgendwie so ein paar Leute müssen beobachten oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Schau jetzt schnell. Ich kann mich wirklich auch gar nicht mehr an die Story von Grand Theft Auto 4 erinnern. Darum wird es auch für mich wieder so ein Erinnerungsspiel sein, ob ich noch etwas weiss oder nicht. Mal schauen. I seriously hope your cards are better than your nicknames. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Alles klar. Call me if some Albanians show up in some shitty beige Willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. Ja, schöne Scheinwerfer. You and your debts, Roman. Das ist eben das, was ich meine mit 120 FPS. Das wäre eben, glaube ich, am Anfang nicht gewesen. Also das könnte vielleicht ein paar Mal noch passieren, dass teilweise irgendwie so gewisse Animationen und Zoom-Optik einfach viel zu schnell passieren, weil ja, das Game halt nicht auf das ausgelegt war. Also, und aufpassen, wenn die Kredite reinkommen. Dann können wir ja endlich mit den Maus rundherum schauen. Das haben wir ja in San Andreas ist das erste Mal gekommen. Aber das ist so eine Erleichterung, wenn du mit der Maus noch hin und her bewegen kannst. So, ja, mal schauen, was jetzt so kommt. Aber ich muss sagen, ich habe so das... It's so quiet out here, Roman. You winning? Mol interesse da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an egg can. Also ich muss einfach immer wieder sagen, ich finde Liberty City einfach so vom Style her einfach nicht so nice. Mir gefällt so der Look nicht. Ich finde aber so, wie jetzt Los Santos aufgebaut ist, wesentlich geiler, wo so eben so ein bisschen Waldstücke hat, noch so ein bisschen das Hinterland und so Sand oder Sand, einfach Strand halt. Das gleiche auch bei Vice City, auch sehr geil. So, mit dem Roman an. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. Alright, I'm coming. Shit, Nico, what's them? They must have been told I was here. You're in much trouble, Bellic. Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as it is. Get us back to the depot, quick! Alles klar. Jetzt müssen wir die zuerst abschütteln und dann nachher noch... wir haben sie schon verloren. Dann nachher noch zu den Dings gehen. Zum Taxiunternehmen wieder. Alright, cousin, I'll lose them. Sadanie Takotesco. Just like the old days, eh? In the old Oops. days, we were dodging bombs. Holy Loan shit. sharks. Just drive. Leave the funny comments to me. Do you think they saw me? Of course they saw you. I mean, you're a distinctive man. Das Auto fährt sich verheerend. This is why the ladies love me. Fuck those Shylocks. They'll get their money. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Jetzt hat es so reingezoomt, wie blöd. Wow, ein riesen Flüger. Gut, dann haben wir hier die erste Mission schon mal bestanden. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es ja mit der ersten Folge von GTA 4. Wenn es gefallen hat, würde ich mich natürlich immer mit der Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es wieder teilen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönen Tag noch und ciao.